Servus und Habitäre zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion, der beste Podcast der Welt. Ich hab zum Corby gesagt, hey, wie schaut's aus, nehmen wir Folge auf? Er hat gesagt, ja. Zum Mike habe ich gesagt, nehmen wir Folge auf. Der hat gesagt, nope. Und dann habe ich zum Corby gesagt, schau her, das ist doch unser Stichwort. Wir nehmen eine Folge über Nope auf. Servus, Corby. Ja, servus. Oh Mann, du hast sämtliche tolle Wortspiele jetzt schon aufgebraucht, die ich hätte benutzen wollen. Ja, ich habe sämtliche Humorregister gezogen. Ja. Ja, der neue Film von Jordan Peele und wir waren wieder mal begeistert. Ich weiß ja nur, mein erster Jordan Peele Film, das war Wir und das war 2019, da bin ich mit dem Kani im Kino gesessen. Wir haben so viel Spaß gehabt wie schon lange nicht mehr. Kannst du dich noch daran erinnern, Kani? Ja, Grüße gehen raus an die Frau. Die voll in dem Kino drin gesessen ist. Die gemeint hat, das ist eine gute Idee, voll trunken in den Film einzugehen. Danke. Dann kurz mal einnickt und dann als die Bösen da sagen, ja leck, wie sind die da reingekommen? Genau, was ist da vor einmal? Du hast gerade 10 Minuten geschlafen, sei einfach stark. Ach, super. Ich bin froh, dass das mir nicht dabei war. Aber da hat man ja eigentlich auch schon gemerkt, bei Wir, die Jordan Peele-Filme, die haben ja immer irgendwie seltsamerweise so einen afroamerikanischen Touch. Und bei Wir war es ja so, dass sie da voll in dem Thema drin war. Also sie hat dann auch geschrien, na, geht's nicht da eine, na, das ist nicht. Das ist praktisch wie bei Scary Movie 2 aufgeführt, oder? Ja, genau. Das ist für alle, wie wird's geheißen, das ist für alle Bruce Lee-Filme oder was Jackie Chan-Filme, weißt du mal. Ja, genau. Und so wie bei Nope, wo ja dieses Nope jetzt eigentlich weniger mit der Handlung zum Tor hat, sondern ja einfach nur dann Aussprüche sind in bestimmten Situationen, wo man denkt, ja, das ist eigentlich schon cool. Muss man auch wieder mal sagen, der afroamerikanische Touch kommt sehr cool rüber. Liegt ja da zum Großteil an der großartigen Besetzung, finde ich. Weil ich finde eben den Daniel Kaluuya und die Keke Palmer, die finde ich, haben super Rollen gespielt und denen macht es einfach Spaß zum Zuschauen. Diesmal bin ich mir ziemlich sicher, dass der Daniel ausgesprochen wird und nicht Daniel. Nein, bei uns heißt es Daniel. So. Daniel Kaluuya. Okay. Nein, den lass ich da. Wenn du schon mal einen Namen richtig aussprechen kannst, dann lass ihn da. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich Jordan Peele richtig ausgesprochen habe. Ja, ich hab nachgeschaut, das passt. Stell dir vor, der heißt Jordan Peele. Ja, an sowas habe ich auch schon gedacht, weil seitdem Idris Elba traue ich keiner einzigen Namensschreibung mehr. Ja, ich bin jetzt mal so frei und versuche zu erklären, um was in Nope geht, oder? Warte, ich lehne mich zurück. Also in Nope geht's um eine Pferderanch. Ja. Reicht es nicht? Fast. Ein bisschen was hätte ich noch gesagt dazu. Ja, okay. Also der Daniel Kaluuya spielt den OJ und der lebt mit seinem Papa auf dieser Pferderanch und die bilden Pferde aus, die fürs Filmwesen benutzt werden. Also es sind eigentlich fast schon Film-Hollywood-Pferde, die da trainieren. Und eines Tages sind die gerade draußen an der Koppel und der Pap schafft ihm irgendwas an und da fallen irgendwelche Sachen vom Himmel. Und unter anderem eine Münze, die den Papa killt. Jo, und jetzt Peng voll in die Fresse, das erinnert mich an Family Guy. Peng voll in die Fresse. Und jetzt muss sich der OJ allein um die ganze Ranch kümmern und damit natürlich ein Geld reinkommt, muss er halt dann ab und zu mit seinem Pferd entweder in der Filmstudio, wenn das funktioniert. Er ist leider nicht ganz so motiviert, das zu tun. Oder er verkauft halt eins nach dem anderen von den Pferde. Aber seine Schwester holt er dann zu Hilfe, die Am, oder? Ja. Und die Am, die ist schon ein bisschen quirliger drauf wie er und schaut halt dann, dass sie das ein bisschen cool rüberbringt beim Film. Er unterstützt ihn halt dann auch ein bisschen im Sinne von, dass er wieder motiviert ist, mehr zu tun. Und dann auf einmal bemerken sie, dass seltsame Phänomene auf dieser Ranch in der Nacht abfahren und ein Pferd verschwindet. Frechheit gewinnen. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie ja alle auch, werden der Kani und der Corby halt spoilern? Kani, werden der Corby und der Kani halt spoilern? Ich hätte fast Nope gesagt, aber Bullshit, Pfeile spoilert man. Spoilert man, echt? Wie möchtest du über den Film auch was erzählen, ohne dass du einen Spoiler verzeihst? Weil dann sagst du jetzt, okay,
das war's dann, weil mehr können wir nicht sagen. Also ich hätte es ja zumindest so weit getrieben, bis zu den Informationen, die man sich aus dem Trailer zusammenreiben kann und dann die große Auflösung zumindest eher so Richtung Ende des Podcasts dann gemacht, weil dann können die Leute, die trotzdem Bock haben, sie den Film zum Schauen und sie überraschen zu lassen, das denke ich mal noch tun. Wir sagen jetzt nicht in der Inhaltszusammenfassung, dass der Daniel Kaluuya in der Mitte vom Film stirbt, das sagen wir jetzt natürlich nicht. Aber ansonsten werden wir schon umeinander spoilern zu den passenden Zeitpunkten. Aber der Film ist jetzt schon Zeit lang raus, bei Release der Folge noch länger. Also, es habt genug Zeit, dass ihr nicht angeschaut habt, wer es nicht geschafft hat, selber schuld. Echt, ist der schon so lange draußen? Aber ja. Also, wenn man diesem verrückten Internet trauen kann, dann steht da 11. August. Wobei ich sagen muss, er ist mir jetzt persönlich in die Kinos gar nicht so stark aufgefallen. Ja, der Trailer zwar schon, aber er läuft bei uns mal wieder nur alle heiligen Zeiten. Ja, genau, das war ich auch sehr dankbar, weil ich wollte eigentlich nach dem ersten Trailer nichts mehr sehen, den zweiten wollte ich gar nicht sehen, da ist mir da natürlich irgendwann Bredelbrot ins Gesicht gehauen worden bei irgendeinem anderen Film, und ich denke, ja, schaust dann an, jetzt läuft er 2 Wochen und dann schaust, wann er, welche Spielzeiten, 17:45 Uhr, aber nur 17:45 Uhr, was ist mit eigentlich? Und dann stehen wir vom Kino und ich war gerade auf die und dann kommt eine Familie nach dem anderen raus mit ihren Kindern und Mensch, das war so ein aufregender Film und so tolle Ideen, ich hab so viel gelacht und ich hab mir gedacht, boah, Nope wird richtig cool. Der geht's richtig ab. Da er ja die verrückte Freigabe FSK 12 hat, weiß vielleicht gar nicht so abwegig, wenn dass die Kinder aus dem Film kommen. Sagen wir mal, für die Splatter-Freunde unter uns, da kenne ich ja fast keinen außer Mike. Der wird jetzt da, behauptet jetzt ich mal, bis auf den Anfang, wo eben der Papa mit der Münze durchbohrt wird oder zumindest der Schädel etwas eingedetscht wird, sieht da jetzt eigentlich nicht ganz so viele Splatter-Effekte. Eigentlich das Augen, man sieht ja nur die Leiche dann mit der Eintrittswunde von der Münze am Augen. Ja. Aber die ist halt schon wieder so dargestellt, dass ich sage, allein das, weiß ich nicht, ob bis einem 12-Jährigen schon, also ich gehe jetzt einmal ausnahmsweise nicht von mir aus, weil da sage ich, wir fallen immer her damit, auch damals hätte ich das schon gesagt. Aber jetzt, wenn man mal so normale 12-Jährige anschaut, dann weiß ich nicht, wie sind die 12-Jährigen drauf, zeigt man denen sowas schon? Mei, das ist das gleiche wie mit The Sadness. Ja, den zeigt man auch keine 12-Jährigen. Ja, aber warum kommt The Sadness bei uns völlig uncut raus, weil irgendwie die FSK vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, jünger geworden ist? Ich weiß es auch nicht, weil ich finde allgemein, wenn wir mal kurz bei der FSK-Freigabe bleiben, ich finde allgemein echt, also die FSK 12 finde ich ein bisschen fragwürdig, weil es ist jetzt nicht nur diese Leiche, die man eben sagt, sondern auch eben, dass er teilweise wirklich gruselige Szenen hat, speziell, wo wir später vielleicht mal drauf kommen, dieses Geschrei, was man dann auf dem Himmel hört, das war für mich schon ziemlich ekelhaft und kreislig zum Anschauen, und auch dann die Intro-Szene, die wir in der Mitte ja dann nochmal sehen mit dem Gordy, die war ziemlich an der Grenze. Also ich würde sagen, diese FSK 12, da setzt ihr ein Fragezeichen dahinter. Hätte er 16er sein können, in meinen Augen. Ja. Aber hätte Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Lass uns über diesen wunderbaren Film reden und da vielleicht gleich mal vorweg die Frage, Kani, wie hat er dir denn eigentlich gefallen? Ich weiß gerade nicht, was du für einen Inhalt zusammengefasst hast, weil als wir gestern nämlich aus dem Kino gegangen sind, waren wir uns doch einig, dass es um das Pferd Lucky geht, auf dem Weg zur Hollywood-Berühmtheit. Und wir niemals das erfahren, ob es es wirklich geschafft hat. Das war doch die eigentliche Story. Ach so, stimmt. Ja, ich habe jetzt eine ganze Nacht drüber geschlafen und irgendwie war der Rest des Films dann doch präsenter für mich wie die Abenteuer von Lucky, dem Pferd. Okay. Es gibt ja noch mehr Pferde, die namentlich in diesem wunderbaren Film vorkommen. Ja. Wie Ghost oder... Das finde ich ganz cool, wenn du mich fragst, wie mir der Film gefallen hat, was ich da cool fand, den Aufbau. Ich mag ja Filme, die in Kapitel aufgebaut sind. Ich weiß nicht warum, aber das taugt mir einfach, wenn ich mittendrin immer Kapitel 1, 2, 3 einblenden kriege. Und in dem Film ist es jetzt so, dass der Film zwar ein Kapitel aufteilt, aber die Kapitel sind dann immer die Namen der Tiere, um die es jetzt gerade geht. Und genau. Das fand ich irgendwie ganz cool bei dem Film. Und im Großen und Ganzen, wenn ich mal kurz abreiße, was ich von ihm wieder mal gefallen hat, also ich fand ihn cool. Hätten mir aber ein bisschen mehr erwartet. Ich finde es, wenn jetzt die 3 Filme, die der Peele da jetzt dazu rausgebracht hat, vergleicht, dann ist das für mich, ist er auch auf Platz 3 für mich in dem Moment, weil ich fand Get Out und Wir halt auch die waren halt einfach härter, düsterer und waren halt ein bisschen kryptischer, da hast du ein bisschen mehr interpretieren können bei manchen Sachen. Und der ist doch recht, er ist recht deutlich im großen oder im größtenteils recht deutlich Kruzifix, ich wieder Schlaganfall hier. Ja, und von der Reihenfolge, bevor du jetzt einfach so drüber gehst, was ist dann auf Platz 1? Get Out, oder was?
Ja, genau, ich lasse ihn sogar in seiner Veröffentlichungsreihenfolge sind es bei mir an der Qualität. Also ich finde Get Out, dann Wir und dann jetzt Nope ist meine Reihenfolge mit Jordan Peele. Da finde ich, ist Wir für mich immer noch ein bisschen präsenter, obwohl ich Get Out erst danach gesehen habe. Get Out ist natürlich großartig und ich finde auch den Twist bei Wir richtig geil. Und da stimme ich dazu, da ist halt der Twist in Nope nicht ganz so packend oder auch nicht so, dass man sich denkt, boah, krasse Idee, das ist echt Hammer, wobei die Idee trotzdem gut finde. Ja, das absolut, ja, also die Idee finde ich sau stark dahinter, die ganze Geschichte mit dem, weil für mich behandelt es halt viel den Voyeurismus vor die Leute und wo es ja noch dabei wieder halt auch schädlich sein kann. Das finde ich eigentlich alles ganz cool, aber die Auflösung dann am Ende, weil man meint ja dann die ganze Zeit zu wissen, wo es ist, aber am Ende ist es ja doch was anderes, aber das wollen wir noch nicht gleich spoilern. Oder ein bisschen was anderes. Das war zum Beispiel für mich, das zwar an sich eine coole Idee ist, aber ich hätte mir lieber was anderes erhofft, weil das hätte es für mich gruseliger gemacht, weil ich bin sowieso, also so viel kann man schon mal sagen, man meint, da ist halt dann die ganze Zeit der UFO und das saugt Pferde in die. Und ja, wenn's halt, wenn Menschen draußen sind, dann werden die vielleicht auch mehr eingesaugt. Und das war für mich, so UFOs und Aliens, das war für mich schon immer ultimativ gruselig. Bei VHS 2 damals war eine Episode mit Aliens, die Kinder bei der Übernachtungsparty da transalieren. Boah, da kriege ich immer nur Gänsehaut. Und bis zu dem Moment, wo es dann heißt, okay, das ist kein UFO, sondern das, was wir später sagen. Bis zu dem Moment habe ich ja immer die Gänsehaut gekriegt, wenn das Thema ist oder wo in der Scheune dann. Das war immer gruselig und hat mich halt dann auch meiner persönlichen Angst, sage ich mal, ein bisschen packt. Und danach hat er mir aber, was das Fürchten angeht, nichts mehr lehren können. Grüße an Josh und Mike. Ja, ich finde, er hat dann ein bisschen Grusel rausgenommen durch das, dass er in der Welt, in der die Handlung spielt, das anscheinend nicht unbedingt so extrem neu ist, ein UFO zu sehen. Oder habe ich das missinterpretiert? Wie meinst du? Naja, sie reden ja immer wieder drüber, ja, da hat man doch in die 50er schon das und das UFO gesehen und mittlerweile nennen sie es ja ganz anders. Und ja, da kriegt man ja sofort $100.000, wenn man so eine UFO-Sichtung filmt. Da haben wir dann gedacht, okay, dann ist es anscheinend gar nicht so besonders, dass jetzt da ein UFO umeinander fliegt. Ja, das war ein wenig komisch. Und da geht's eben da mit die $100.000, da geht's dann weiter mit dem, was für mich eben da diese ganze Voyeurismus-Geschichte ausmacht, dass sie halt unbedingt, wollen sie es singen, unbedingt mit allen Mitteln wollen sie es aufnehmen und jeden präsentieren und am Ende eben auch nur die fette Kohle damit abziehen. Und das spielt sie ja weiter auf dem Stephen Young, sein Charakter, der auch nur damit Kohle verdienen möchte und am Ende wird's einer aber alle irgendwie ein bisschen zum Verhängnis. Vielleicht gehen wir ganz kurz auf den einen, also der Ricky, der hat eine Ranch, der Jupe, der hat eine andere Ranch, die in der Nähe von der Pferderanch ist und das ist mehr so ein Jahrmarkt. Also sowas wie in Bayern kennt man ja überall von fern und nah Pullman City. Und sagen wir mal, das ist halt. Jetzt sagt ein Bayernpark. Hä? Nicht? Ja, einen Bayernpark kennt man auch, aber Pullman City ist ja wohl prädestinierter als Vergleich für die Ranch oder etwa nicht. Ja, haarscharf. Ja. Ja, jedenfalls so eine Cowboy Ranch und da gibt's halt lauter lustige Ausstellungsdinge, die man sich anschauen kann. Und er selber ist ein kleiner Filmstar oder zumindest war in seiner Jugend ein Filmstar, weil er in einer Sitcom mitgespielt hat. Und der Kani hat vorhin entweder am Anfang oder es war als Vorbereitung gesagt gehabt, dass er da einen kleinen Part in dem Film nicht verstanden hat und dem schließe ich mich an. Also da gibt's mindestens einen Part, da bin ich nicht ganz mitgekommen, was das jetzt eigentlich soll. Genau. Der Film geht ja los mit einer ziemlich verstörenden und eben dann auch für mich diese FSK 12 in Frage stellenden Szene, dass du da einen Schimpansen siehst an dem Filmset, der auf einen leblosen Körper einschluckt. Und kommt dann Vierer und ist Blut verschmiert und da haben wir schon gedacht, was? Und das ist dann FSK 12. Und dann ist da so ein Schuh im Hintergrund, der horizontal dasteht, so der Schwerkraft trotzend. Und du denkst, okay, what the fuck, das wird so richtiger mindblowing Shit schon wieder. Ist ja dann am Ende des Tages finde ich es nicht so mindblowing gewesen, der Film, aber dann kommt in der Mitte noch mal die Szene. Und dann hast du so eine schöne lange Kamerafahrt durch das Studio
und dann hörst du dann die am Anfang da auf die einprügelt, hörst du die ganze Zeit schreien und dann hörst du die Schläge und dann liegt's da und wimmert noch und er schluckt wieder drauf ein, dann kommt der nächste, dann siehst du das erste Mal, dass er eigentlich da so ziemlich alle erledigt hat, die er gefunden hat. Ja. Bis auf unseren kleinen Ricky, einen Tube, der sitzt unterm Tisch und schaut sich dieses ganze Ding an. Und dann sagt der Gordy, der Affe, eben einen Tube und geht da unten rein und dann denkst du, okay, jetzt hat's ihn gleich. Dabei holt er ihm sein Hemd rein und möchte mit einer Ghetto-Faust machen, weil das war so eher ein Markenzeichen. Ich glaube, sie haben gesagt, sie haben die erste explodierende Ghetto-Faust gemacht im Fernsehen. Ja, genau. Ja, das Einzige, was da explodiert, ist der Kopf vom Gordy, weil dann nämlich Polizisten reinkommen und rotzen ihm erstmal den Kopf weg. Und dann war es das auch wieder. Und dann denkst du, und da habe ich mir die ganze Zeit, ich habe mir das jetzt nicht so wirklich erklären können, was wollen sie uns eigentlich mit der Szene sagen? Du siehst da immer nur den Schuh im Hintergrund, der ist immer noch da, den hat der Ricky, der hängt halt auch noch so an seiner Jugendkarriere und hat so einen Ausstellungsraum, wo die ganzen Sachen aus der Sitcom drinstecken, unter anderem eben auch der Schuh. Da lässt er Leute drin übernachten für teuer Geld und lauter so Mist. Aber wirklich echt, war da der Schuh auch drin? Ja, der war so eine Glasbox. Ich muss sagen, ich bin ja die ersten 30 Sekunden zu spät in den Film reingekommen. Ja, das war irgendwann in der Mitte. Das mit dem Schuh das ist mir in der Mitte auch aufgefallen, aber war der gleich am Anfang auch da? Der war am Anfang da, aber in der Mittelszene da unten in seinem Raum war er dann eben in so einer Glasbox drinnen. Okay. Ja, ich habe am Anfang nur kurz diesen Affen gesehen und hab mir da, also der Blut überströmt war und hab mir dann schon gedacht, hui, hoffentlich ist das ein Trailer. Da war er nur im Hintergrund gewesen, aber da war der Fokus dann natürlich auf dem Affen. Das kann ich nicht verstehen, Corby, wenn du es nicht gesehen hast. Okay. Auf alle Fälle haben wir, ich glaube, wir alle drei, wir haben noch einen dabei gehabt, wir haben uns alle drei keinen Reim draus machen können. Und wenn man dann im Internet glaubt, es soll ja damit dargestellt werden, warum der Tube, der hat das auch schon mitgekriegt, dass da so UFO umeinander schwebt und der kauft immer fleißig die Pferdlei vom OJ. Der hat die Pferdl dann immer in so einer Show dem UFO verfüttert, weil er nämlich meint, durch das, dass der Gordy auf ihn nicht losgegangen ist, jetzt hat er, indem er sich befreundet mit dem Bösen, dass er ihm dann nichts tut. So ist das praktisch so ein Jugendtrauma, das in ihm das hinterlassen hat, dass wenn er befreundet ist mit dem Bösen, dann passiert ihm da nichts. Und durch das, dass er dieses UFO immer fuhrt, hat er gemeint, dass nichts passieren kann. Am Ende passiert alle was. Aber das erklärt doch dann trotzdem nicht das mit dem Schuh. Und das mit dem Schuh, ich hab noch keine logische Erklärung gefunden, was uns der Schuh da sagen will. Also alles, was ich gelesen habe, war noch kryptischer als die Szene selber mit dem Schuh. Da steht einfach ein Schuhblatt dort und sagen wir jetzt so fertig. Kann ich nicht erklären, was dieser Schuh mir sagen will. Okay. Vielleicht, wenn wir es irgendwann rausfinden, werde ich es in eine Leck-Folge einbauen. Aber hier kann ich leider nicht sagen, was dieser Schuh mir sagen will. Was ist denn das Gegenteil von Nope? Jap. Jap. Vielleicht gibt es ja einen zweiten Teil, der heißt Jap. Ja, und da ist der andere Schuh, und da wird's dann erklärt. Ja, genau. Okay. Auf alle Fälle, der Tube meint dann so, er kann das UFO nichts tun, weil er fuhrt jetzt irgendwie fleißig. Und dann wird einfach bei so einer Vorführung, werden einfach alle, die da sind, vom UFO gegessen. Und das ist auch eine ziemlich ekelhafte Szene, wenn du dann, sollen wir schon langsam sagen, was das UFO eigentlich ist? Ja, also hier mit Spoiler-Alarm. Leute, die den Film jetzt nur sehen wollen, die überspringen einfach bis zum Schluss. Also die letzte Minute, da reden wir meistens drüber, wie geil wir sind und wie toll die Folge war. Ja, die schalten jetzt gleich aus, bewerten und liken und teilen und so. Die machen jetzt gleich den ganzen Shit, weil jetzt spoilert man. Weil OJ fällt auf, er als alter Tier, Pferdlflüsterer, bemerkt dann, das ist kein UFO, sondern das ist ein Lebewesen da oben. Und das ist halt irgend so außerirdisches Raubtier, das sie da oben tarnt. Und die Szene, in der dann der Ricky mit seinem ganzen Park, mit seinen ganzen Angestellten, seiner Familie, alle Besucher werden dann aufgesaugt, ist dann so eine ekelhafte Szene, weil man dann sagt, wie die Leute in dem Verdauungstrakt praktisch eingezogen werden. Und das habe ich am Anfang auch schon gemeint mit dem gruseligen Geschrei, weil die nämlich dann in der Nacht über dem Haus wieder vom OJ umeinander fliegen und du hörst halt in dem Viech drinnen die ganze diese Leid schreien, aber eben aus einer hohen, aus der Höhe im Himmel. Und das ist, finde ich, so ein ekelhaftes Geräusch, wenn du die Leiter drinnen schreien hörst die ganze Zeit oder vorher einmal das Pferdl schreien hörst, das er aufgesaugt hat. Da hat es mir auch immer so richtig Gänsehaut aufgestellt. Da habe ich mir immer schon gedacht, was ist denn eigentlich das Genaue, wenn mit dem UFO, was ist denn da los, wenn da immer so komisch Geschrei rauskommt. Ja. Fand ich sehr stark, ja, und da war es halt dann, ja okay, wir sind zwar Freunde, aber jetzt friese ich eigentlich trotzdem alle. Fand ich eigentlich ganz witzig dann die Erklärung im Nachhinein, wenn es heißt, er hat gemeint, sie sind alle Freunde und er meint ja, dass da drinnen Zuschauer sind, er hat ja auch gemeint, das ist ein UFO und dass da drin die Zuschauer sitzen und die mengen ihm praktisch und wollen das sehen, was er da macht und ja, am Ende hat's geheißen, köstlicher Tube. Im Grunde ist die Hauptquest von unseren lieben Darstellern halt dann wirklich dieses Monster oder diese Kreatur zu filmen und sie nennen es dann irgendwann Jean Jacket. Genau.
und holen sie nur einen Regisseur als Verstärkung und Dann Kameramann, als sie das ganze Equipment fürs Filmen dann gekauft haben und so. Und ich glaube, das ist für die Leute, die ja den Trailer nicht gesehen haben, weil die letzten 100 Jahre nicht im Kino waren, jedes Mal, wenn dieses Viech oder dieses UFO in unmittelbarer Nähe von ein paar Metern über Ohren kreist, gehen alle elektronischen Geräte aus. Also der komplette Strom ist dann weg und deswegen ist es halt schon eine gewisse Herausforderung, dieses Viech zu filmen. Genau, weil auch Akkugeräte, also nichts funktioniert mehr. Sobald das Viech in der Nähe ist, funktioniert gar nichts mehr. Und sie schaffen es einfach nicht, das blöde Viech zum Filmen. Genau. Das ist bitter. Sie wollten ja unbedingt den Oprah-Shot machen. Nachdem wir jetzt ja eigentlich den Twist gelüftet haben. Bam, bam, bam. Wie findest du denn die Darstellung dieses Monsters? Ja, das ist jetzt das, was ich anfangs gesagt habe. Ich habe ja da so ein bisschen eine Abneigung gegen UFOs und kleine grüne Männchen. Und dann gab es ja auch die Szene mit den kleinen Manschkerl in der Schupfer und das war ultimativ gruselig. Da habe ich Gänsehaut gehabt ohne Ende, weil wenn man das vorstellt, dass sie irgendwo im Dunkeln sitzt und dann schauen da so kleine Alien-Manschkerl einer, ja, dann scheißen wir Nope. so, ja, Instant Nope, scheißen wir in die Hosen, gell? Dann ist dieses Ding halt doch kein UFO, sondern ist ein eigenes Wesen und ist halt dann so ein bisschen wie so eine Qualle in der Luft. Schaut halt einfach aus wie so ein riesiges Segeltuch, wenn es sich dann nochmal aufbrot und so. Und das hat für mich irgendwie schon einiges an Schrecken eben dann einfach weggenommen. Und allgemein auch das ganze Ende, weil dann kommt ja das auf, dass der OJ eben dann sagt, wenn man nach oben schaut, das Problem ist, man darf nicht nach oben schauen, sobald du das Viech anschaust mit deinen Augen, saugt es dir auf, also man muss immer wegschauen, aber das alles wird am Ende ein wenig, ja, zum Mittel zum Zweck, man kann das dann ein wenig lockerer auslegen, die ganze Geschichte. Also der Schluss, wirklich so die letzte Viertelstunde war für mich, hat mir den kompletten Schrecken eigentlich von dem Ding genommen. Das ist ja das, wo es dann ausfährt und einfach ausschaut wie ein riesiges Bettlaken. Ja, genau. Das sie nur ein bisschen wie ein Mandala formt und was weiß ich. Auch der Verdauungstrakt, da wo es halt dann mehr oder weniger raus war, dass diese Tücher, die der Verdauungstrakt darstellen soll, naja, ja. Also designtechnisch cool. Ich finde die Idee richtig geil, aber das UFO oder das Viech hätte ich mir schon echt irgendwie krasser gewünscht. Ja, ich sage, also Design ist cool, da kann man nichts sagen, das schaut cool aus und auch wenn sie das so immer wieder so selber aufbaut praktisch in sich, das schaut alles super aus und ist schön zum Anschauen, aber es hat mir dann da am Ende eigentlich den kompletten Grusel und Schrecken irgendwo genommen und dann haben wir gedacht, ja okay, jetzt kämpft es halt gegen einen riesigen Hodern. Ein Rotzhodern. Ja, wollte ich sagen, den Schneidhodern, den ich im Hosensack habe, der ist ekelhaft und gruseliger als das Ding. Ja. Dafür müsst ihr euch eine Nachhaltigkeit anhören. Hast du sonst noch irgendwelche coolen Easter Eggs, wo die Leute sagen, boah, Alter, jetzt muss ich rein in den Film? Ja, mir waren wir in dem Film, also eine. Ach so, ja. Ansonsten, da ich schon langsam mal in Richtung Fazit übergehe, weil... ja, wir haben eigentlich alles Zeit, also es geht darum, dass sie eben diesen Oprah-Shot davon machen wollen und am Ende da eine große Falle mehr oder weniger aufstellen, weil der OJ dann eben weiß, wie so ein Raubtier funktioniert. Ja. Und dann kommt es schon zum Finale. Ja, genau. Kann man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, also... Es geht eigentlich den Hauptfilm nur darum, dass sie eben ein Foto, dieses Alien-Ding auf Film bannen wollen, damit sie es dann in der Oprah-Show schaffen. Also ich fange jetzt einfach mal an, weil mir brennt es mehr oder weniger ein bisschen auf der Seele. Gestern wollte ich es halt auch schon jetzt sagen, weil ich ja gewusst habe, dass wir ja heute den Podcast aufnehmen. Ich bin schon etwas enttäuscht, weil der Trailer dann doch schon so viel zeigt. Auch wenn es natürlich dann nur diesen Twist gibt und so. Aber im Grunde war halt der Trailer ein Zusammenschnitt vom Ende. Den zweiten Trailer habe ich nicht mehr ganz gesehen. Da habe ich dann ein bisschen den Kopf weggedreht, aber ich habe genug gesehen gehabt, dass man dachte, leck mich doch, Kino. Ja. Und aber wenn du jetzt sagst, so die letzte Viertelstunde hat dir den Schrecken genommen, ja, es ist halt trotzdem ein cooles Setting, gerade wie er halt dann da mit diesen ganzen, wie nennen sie es, irgendwelche, diese Luftmanschgeil da. Ja, wie heißt denn die Viecher gleich wieder, ich weiß gar nicht mehr. Sie haben es doch irgendwie Dead Guy genannt, oder? Puh. Frag mich nicht, aber es kennt sie schon, die stehen meistens vor so komische Army-Autoverkaufläden, die komischen Manschgeil, die nur mit Luft in Tee bloß werden und dann so umeinander wappeln.
Genau, die stellen es überall auf, damit sie ja damit sie dann sehen, wo ist denn jetzt gerade dieses Viech, weil die bewegen sich dann natürlich nicht, weil da kein Strom mehr durchfließt. Und das ist alles irgendwie sau cool und der OJ reitet dann sein Pferd umeinander und die anderen versuchen, das Viech zum Filmen und seine Schwester muss es dann noch retten und dann, wie sie es halt dann killen, also das war der ultimative Spoiler, das Viech killt dann nur krass. Oh my gosh. Habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ach Kim, echt, das war's jetzt. Irgendwie habe ich die ganze Zeit gehofft, es gibt nur ein Twist, dass irgendwie das eine Viech war nur eins von vielen oder so, oder diese Transformation, die es dann durchmacht, jetzt wird es zu einem riesigen, voll krassen Monster, keine Ahnung, irgendwie. Ja. Oder also, dass der Bogen zum Gordy nochmal irgendwie gesponnen wird, aber das ist halt alles wegblimm. Und da habe ich halt mit Get Out und mit Wir deutlich befriedigendere Enden gehabt. Auch bösere Enden, ja, teilweise. Ja, absolut. Ich finde das nämlich auch, vor allem eben das Ende ist halt für mich so allgemein das große Manko von dem Film, weil ich finde nämlich, dass da auch die Regeln mit dem Hinschauen, wird da irgendwie, wie ich vorher schon gesagt habe, wird das ein bisschen ausgelegt, weil sie machen ja dann diesen Trick da mit den Reflektordingen auf dem Hinterkopf, das ausschaut, als wäre das ein Gesicht. Und eben das verfolgt während der Vorreit, also gehe ich davon aus, dass man mit die Augen das Viech anschauen muss. Dann fährt der Motorradfahrer da mit seinem verchromten Coolmarkerhelm umeinander, den seine Augen sieht man ja gar nicht. Warum wird der auf einmal angegriffen und soll gefressen werden? Und dann allgemein, wenn die da umeinander laufen, es ist irgendwie so, das war nicht mehr so die Regeln waren auf einmal gefühlt nicht mehr so streng, wie man am Anfang vermuten kann. Ich schaue im Boden ein und dann komme ich da irgendwie davor und dann hätte man das ein bisschen anders aufziehen können. Das fand ich ein wenig, ja, ich weiß auch nicht. Wenn sie sich dann auch versuchen, gegenseitig zu opfern, um den anderen zu retten, da denke ich mir, das Viech fliegt mit 800.000 km/h gefühlt umeinander. Das interessiert doch das gar nicht, wer da gerade, da schaut der Baufer, wumm, umgesaugt und den anderen aufgesaugt. Thema erledigt, Feierabend, fahren wir heim. Ja, das mit dem Motorradfahrer, das stimmt. Das fand ich ja unnötig. Also das war jetzt einfach nur, okay, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass sie entweder ein Pferd kriegt oder irgendwas, was schnell ist, aber kann man ja irgendeinen Motorradfahrer jetzt dahin schicken. Ja, und das war ja, ich sage jetzt mal, der wenn gekommen war und hätte den Helm auf, das lasse ich alles schön und gut, aber man sollte dann vielleicht einmal abnehmen und dann in den Hey schauen, so, damit man halt einfach sagt, okay, der schaut jetzt mit seinen Augen auf und wird dadurch eben, wird der wahrgenommen von dem Viech. Und deswegen wird jetzt, soll jetzt auch gefressen werden, aber ja, ich fand das am Schluss, die Auslegung von den Regeln, fand ich ein bisschen so, jetzt brauchen wir es ein wenig anders, also lassen wir es ein wenig lascher sein. Ja. Und ja, ich bin da auch bei dir, ich finde, es ist irgendwie so voll das Mysterium entstanden in dem Film, und für mich war es jetzt am Ende auch nicht so die Befriedigung, die ich mir erhofft habe, nach dem, was sie in mir an Erwartungen aufgebaut hat durchs Marketing. Ah, das ist halt jetzt echt saublöd, wenn man sagen könnte, ja, ich habe den Film gesehen ohne Trailer und bin komplett geflasht und überrascht gewesen und echt tolle Idee. Das kann man ja jetzt einfach, das ist weg. Ja, das ist halt weg. Das stimmt. Ich muss ja sagen, wo ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe ich das nicht gleich geschnallt, dass das ein Film ist. Weil wo sie dann das doch erklärt mit, das ist ja der erste Film überhaupt, der draht worden ist, mit dem schwarzen Jockey auf dem Pferd und das war ihr Großvater. Bewegtbild, gell, Urgroßvater, da kommt noch ein Ur. Ja, genau. Und das fand ich irgendwie voll cool. Ich hab gedacht, das ist jetzt, weiß nicht, irgendeine Werbung oder so. Und dann kamen ja die ganzen anderen Szenen nur dazu, wo ich dann erst geschnallt habe, ach so, okay, das ist ein Film, aha, interessant. Aha. Und ja, da habe ich mich eigentlich tierisch drauf gefreut. Aber ich möchte was anderes Positives sagen, und zwar das, was du eigentlich zu Anfang schon gesagt hast, und zwar die schauspielerische Leistung vom Herrn Kaluuya, wenn man den so ausspricht, also vom OJ, fand die Bombe. Also das, ja. Ich finde, der trägt den ganzen Film. Ich finde, sie war auch nicht schlecht, aber er trägt den ganzen Film. Bei mir macht so das Miteinander vor einer aus. Ich finde, sie sind ein tolles Geschwisterleinwandpaar. Aber er hat mir auch besonders gut gefallen und es war jetzt ein geiler Gegensatz, weil er so introvertiert und starrt und sie so extrovertiert und auftrat, und das, finde ich, haben beide unglaublich geil rübergebracht. Ich habe voll Spaß gehabt, wenn ich denen zugeschaut habe. Habe aber auch Kritiken gelesen, weil ich halt ein bisschen umeinander gelesen habe, wo irgendwo hat einer dem Kaluuya eben vorgeworfen, dass er den Film durch Schlafwandel und nichts so tut. Weil ich denke, ja, aber das ist ja, glaube ich, so die Art von der Figur, hätte das, ja, soll ja das sein. Das ist ja Rolle.
Ja, ich habe auch gedacht, irgendwie, das ist schon wieder so komisch. Der spielt so einen ganz introvertierten Staaten, der auch mit dem Verlust von seinem Papa leben muss und allein auf der Farm raus lebt. Dass jetzt das nicht der mordshippelige Auftrate, so wie Kiki ist doch irgendwie verständlich. Ja. Aber gut, solange wir es mir zwar anders sagen, ist er richtig. Eben. Und ihr sollt sicher keine anderen Kritiken anhören, nur unsere. Eben, die anderen sind, unsere ist erhaben, die anderen sind alle Gacki. Genau, das Einzige, was wir bis jetzt fehlerhaft gemacht haben, war die Kritik vom Kani und vom Seppi zu Tor 4. Ansonsten ja, muss man sagen. Ja, und was, hast du jetzt einmal was Positives gesagt? Ja, schon, weil ich finde ja an sich, finde ihn ja trotzdem immer noch gut, auch wenn er vor allem zum Ende, bis so die letzten 20 Minuten oder die letzte Viertelstunde sind halt mein Manko gewesen. Ansonsten finde ich den Film super, hat mir echt gut gefallen, er hat Spaß gemacht, er war scheiße gruselig, er hat unglaublich geile Battle, also aufgenommen ist der richtig geil, der schaut richtig stark aus. Wir haben auch den Kamerainstallateur da, den Angel vergessen, den fand ich auch ganz witzig. Der sich da dann so geil auftrinkt bei ihm und mithelfen mich. Ja. Er hat viel zum Bieten, das sehr gut ist. Er macht, finde ich, nur eben so die letzte Viertelstunde macht ist er zu langatmig, das ist zu feucht, das ist zu lasch dann und nimmt deswegen viel an Fahrt und Grusel raus. Aber wenn wir schon bei den Positiven und Negativen sind, dann sagen wir doch mit direkt unsere Tops und Flops, Corby. Was hat dir denn richtig gut gefallen und das was fandst du scheiße? Das waren meine Tops und Flops. Wo war denn das, ein Top oder Flop gewesen? Also, Top, das Schauspiel vom Herrn Kaluuya. Ich höre jetzt hoffentlich, wie du nickst. Ja. Und du Flop bist einfach war so fließend, du bist einfach so richtig. fließend übergegangen. Ja, ich habe Seit wann machen wir denn das so? Jetzt plappert er mir einfach die ganze Zeit nach. Ist ja unglaublich. Also, weil da muss ich nämlich das anders sagen, weil mein Flop von dem Film ist einfach, das Ende war zu langatmig. Jetzt das andere davon weglassen, aber was mir wirklich richtig stört, ist diese Langatmigkeit. Das ist so in die Länge gezogen. Aber doch, das hätte ich alles ja auf 5 Minuten vielleicht verzeihen können, dann war es vielleicht spannender geblieben. Das ist mir wesentlich zu gestreckt, das Ende. Ich finde, man hätte es mit dem Gordy einfach nicht braucht. Ja, das kannst du sowieso weglassen, das jetzt war jetzt aber am Ende Gott sei Dank nicht noch mit Thema. Und mein Top sind diese 2 Nope-Szenen. Diese einfach nur Nope. Und weg. Weil ich denke, das ist so eine geile Reaktion, wo du denkst, irgendwie, so stell ich es mir vor, wenn ich selbst sage, so, wow, nein, ich bin weg und hau einfach ab. Und das sind meine absoluten Top-Szenen gewesen. Das kommt, glaube ich, 2 Mal, oder? Kommt das so geil vor, vom OJ vor allem. Jetzt weiß ich nicht, hat es die eben nicht einmal so geil gemacht? Das Wort Nope benutzen schon öfter wie nur 2 Mal, aber eben das eine Mal mit den Aliens, also Alien-Kinder und genau. Das und andere dann im Auto. Mal, ja, genau, im Auto. Und dann noch der geile Griff zu der Auto, die wir zusperrt. Fand ich Weltklasse, da hab ich echt lachen müssen. Vor allem, weil man denkt, es ist zwar auf der einen Seite ein scheiß gruselig gerade, ich kann mir komplett in die Hosen kacken, aber dann diese Reaktion dazu, ich denke, ja, irgendwie da ich wahrscheinlich genauso reagieren und denke mir so, no, ich bin raus. Ja, und für die zur Vollständigkeit, mein Flop war diese fehlende Befriedigung meiner Vorfreude. Ja. Leider. Das kann ich ja verstehen. Aber Jordan Peele, du hast ja die Chance, das nochmal besser zu machen. Ich hätte mir ehrlich gesagt gern eine Fortsetzung von Wir gewünscht. Allerdings können wir das nur noch Abdraht vorstellen. Da darf man Kurzfilm auch reichen. Das könnte man auch geil vorstellen. Ja, wir müssen die sowieso wieder anschauen, weil den habe ich seit dem Kino nicht mehr gesehen. Echt? Jo. Okay. Und da habe ich die Hälfte nicht gesehen. Oder gehört. Jetzt habe ich gedacht, da habe ich die Hälfte nicht verstanden. Ja, das sowieso. Ja gut, dann beantwortet man natürlich nur die heilige Dreifaltigkeit. Heilige Dreifaltigkeit, doch, ja, stimmt schon. Oder einfach nur die heilige Dreifaltigkeit. Na, also man muss schon betonen, dass es 3 sind. Okay, mehr 3 ist mehr gut. Ja, genau. Kani, kennt man in diesem Film Titten vor? Ja, keine Titten. Aber zumindest wird auf BHs verzichtet. Das stimmt. Vielleicht da oben, wenn da das Publikum vor der Chupi Ranch da verdaut wird, dann wird ja alles, was nicht so organisch ist, wieder ausgespuckt. Da kannten Titten sein, aber leider nur im Off. Weil die Klamotten und so weiter, das wird ja dann alles ausgeschissen. Wunderbare Vorstellung. Ja, nach der Logik hätte man dann natürlich ja Trompeten, richtig? Genau, also hätte ich gesagt 0,5 Titten und 0,5 Trompeten, weil sie ja im Off waren. So, und jetzt leider Sterben der Tiere in dem Film. Wir haben auch tote Tiere, aber auch nur im Off. Echt?
Sprich, ja, du siehst es ja nie. Die werden ja nur immer eingesaugt, aber du siehst ja nie, wie sie verdaut werden oder so, sondern die sind nicht am Furt und dann wiehern sie nochmal ganz kreislig im Himmel um. Ja, stimmt, weil das einzige Mal, wo was ausgespuckt wird, ist ja die Attrappe. Genau. Dann haben wir praktisch 1,5 Ts von 3. Ist gar nicht so schlecht. Wobei der Regisseur schaut sich einen Film an, wo Anaconda einen Tiger frisst. Ja, stimmt, genau. Dann haben wir doch ein ganzes. Dann haben wir eigentlich 2 von 3 Ts, das stimmt. Den Gescheit habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt, die Dokus, die er sich da anschaut. Und es war immer nur ein Kameramann und kein Regisseur. Hä? Ja, der Endlers, das war doch der beste Kameramann überhaupt, was gehört hat. Der kann, es gibt nichts, was er nicht irgendwie aufnehmen kann. Achso, ich hab echt gedacht, das ist der Regisseur. No, der saß doch auf dem Regiestuhl, oder? Etwa nicht? Vielleicht hat er gerade Mittag gemacht. Achso, okay. Ja, weißt du, aber sie sagen immer, er ist der beste Kameramann. Er hat doch dann auch die selber baute Kamera dabei. Ja, jedenfalls kann man sagen, und war der Film vom John Peel dope? Kani? Jap. Kann ich nicht verneinen, weil ich fand den letztendlich trotzdem gut. Ja, aber er war jetzt nicht unbedingt so dope. Nicht so dope, genau. Ja. Nope, nicht so dope. War fette Reime-Monster auch noch. Ja. Tatsächlich, ich habe mich zwar total gefreut, dass wir ihn im Kino sehen und ich mag auch das Ganze drumherum, das hast du ja vorhin selber gesagt, schon das mit der Range und so, schaut mega gut aus, aber hätte ihn jetzt nur im Stream gesehen und nicht auf der großen Leinwand, wäre es jetzt eigentlich nicht so schlimm gewesen. Jo, alles, was man nicht im Kino sagt, ist schlimm. Ach so. In dubio pro Kino. In dubio pro Kino, okay. Genau. Dann, Kani, übergebe ich wieder die Moderation an dich. Und schalte schon mal ganz langsam meine Hirn auf. Wir haben uns in der Mitte schon mal gesagt, was ihr zu tun habt und wiederholen wir es nochmal. Schaut, dass auf Steady geht und macht Abos. Es gibt immer mehr Steady-inklusive Folgen nach und nach. Noch und nöcher, Löcher und Löcher. Und ansonsten in die sozialen Medien folgen, kommentieren und teilen. Wir freuen uns über jede Interaktion mit euch. Und dann vielen Dank fürs Zuhören, zum Gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Corby, schön, dass du mit mir im Kino warst, das hat mich gefreut. Leider hat unser Dritter genervt, aber das nächste Mal machen wir wieder Date. Und da fällt mir gerade unser letztes Date ein. Welches? Über den Film haben wir noch gar nicht geredet, aber das wird was für lieber Lex, ich sag's dir, das wird was für lieber Lex. Da scheicht er mich durch halb Bayern durch in das allerletzte Hinterhof-Kino mehr oder weniger. War Spaß, aber ich habe mich über den Film nicht schlau gemacht und dann, kann ich. Da reden wir ja in den Lex drüber und egal ob es das willst oder nicht, da reden wir drüber. Okay. Dann freut sich auf die Rolex, die gehen wir als nächstes wahrscheinlich raus und wir sagen mal bis zum nächsten Mal. Ja, genau, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Jupiter's Claim? Nope. Und Servus. Adieu.